SRF Audio. Entschuldige meine chinesische Aussprache oder nicht chinesische Aussprache, aber ich glaube, man sagt Xianghongshu. Xiangshu? Ich weiss jetzt nicht, ob ich das richtig sage. Ja, mir geht's da gleich wie meinen beiden Gesprächspartnern heute. Xiaohongshu oder so ähnlich heisst die chinesische App, über die wir heute reden hier bei News Plus. Und zum Glück, für uns zumindest, gibt's dafür auch einen englischen Namen, Rednote. Rednote, das ist gerade die Social-Media-App der Stunde, kann man sagen. Seit dieser Woche ist sie in den USA und auch in der Schweiz plötzlich auf Platz 1 der Download-Charts. Und das ist einigermaßen erstaunlich, denn diese App gibt's nur auf Chinesisch, also auf Mandarin. In dieser Folge hört ihr heute, was hinter diesem Rednote-Hype in den USA steckt und warum das Ganze vielleicht nur ein Witz ist. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Romana Kaiser. Ni hao. Hi, 我叫Jen，我是一名护士，我是一位Mama. Das ist die US-amerikanische TikTokerin Jen Hamilton und in diesem Video hier lernt sie Chinesisch. Und das tut sie nicht einfach so. Die Influencerin wechselt nämlich von der chinesischen Videoplattform TikTok zur anderen chinesischen Plattform, zu Xiaoshu oder eben Rednote. Und die gibt's ja eben nur auf Mandarin. Und die Influencerin lädt ihre fast 4 Millionen Followerinnen und Follower ein, das Gleiche zu tun. Anyways, I think it's hilarious, so come on over, baby. Ja, und damit ist Jen Hamilton bei weitem nicht die einzige. Derzeit rufen viele prominente TikTok-Nutzerinnen und Nutzer aus den USA dazu auf, die Plattform zu verlassen und auf Rednote umzusteigen. Und das tun die Leute in den USA auch, und zwar sehr zahlreich, das zeigen die aktuellen Downloadzahlen. Calling themselves TikTok refugees, this huge group of Americans are looking for another TikTok-feeling platform. Sie alle seien TikTok-Flüchtlinge, sagt eine andere Influencerin hier. Die Menschen suchen eine neue Plattform, wo sie mit anderen Menschen lachen, lernen und zusammen sein können. Ja, und dass TikTok-Userinnen und User gerade jetzt nach einer Alternative suchen, das ist kein Zufall. In wenigen Tagen nämlich könnte TikTok in den USA verboten werden. Die US-Behörden werfen dem TikTok-Mutterkonzern ByteDance vor, die App im Dienste des chinesischen Staates zu missbrauchen, und zwar um Userinnen und User auszuspionieren. ByteDance bestreitet die Vorwürfe. Ob es wirklich zu einem Verbot kommt, darüber reden wir später noch in der Folge. Jetzt schauen wir uns erstmal diese TikTok-Alternative an, dieses Xiaoshu, dieses Rednote. Und dafür habe ich mir heute Leon Morssohn ins Studio geholt. Er moderiert den TikTok- und Instagram-Kanal von SRF News. Und er ist seit heute Rednote-User. Du hast diese App heute runtergeladen. Erzähl mal, was ist dein Eindruck davon? Also eigentlich ist es das gleiche wie TikTok, kann man sagen. Also von der Aufbauart her, es hat Kurzvideos, man kann swipen, es hat eine For You-Page in dem Sinn, also es ist eigentlich das gleiche. Creator können Videos raufladen, Videos sharen, also genau das gleiche wie TikTok eigentlich. Einen großen Unterschied gibt's aber, die Sprache, die ist Mandarin, das ist fast alles Chinesisch. Jetzt weiß ich nicht, wie gut dein Chinesisch ist, aber wie findest du dich da zurecht? Eigentlich ist es das gleiche wie TikTok, also es ist gleich aufgebaut. Man hat die For You-Page, eine Suchfunktion, sein Profil und einen Knopf, auf dem man Content sharen kann. Also es ist nicht schwierig, wenn man andere Apps schon benutzt hat in die Richtung. Social Media halt, kann man das easy auch selber bedienen. Ja, für geübte TikTokerinnen und TikToker also gar kein Problem, sagt Leon, auch wenn man nichts versteht. Wenn man in die Einstellungen geht und alles ist auf Mandarin, das ist schon ein wenig komisch, aber es gibt schon Anleitungen auf TikTok selber, wie man Rednote auf Englisch umstellen kann. Leon und sein Team haben heute übrigens auch ein Video gemacht zu diesem ganzen Rednote-Hype in den USA. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss zugeben, bis vor wenigen Tagen habe ich noch nie etwas von Xiaoshu, von Rednote gehört. Die Social-Media-App aus China gibt es schon länger, seit 2013 nämlich. Und die App ist dort auch ziemlich beliebt. Weltweit hat Rednote etwa 300 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer, die meisten in China. Das ist natürlich nicht so viel wie die ganz großen sozialen Medien. Facebook zum Beispiel hat weltweit etwa 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Xiaoshu bedeutet so viel wie kleines rotes Buch.
daher wahrscheinlich auch Red Note. Und auch wenn der Name eine Anspielung auf Maos rotes Büchlein ist, so ist die Plattform in China vor allem ein Symbol für den Konsum der jungen chinesischen Mittelschicht. Red Note, diese Social-Media-Plattform, kommt aus China, das wissen wir jetzt. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Diese Frage geht an meine Kollegin aus der SRF Digitalredaktion, an Jörg Tschirren. Ich kenne das Unternehmen dahinter nicht genau. Was man allerdings weiß, ist, dass Firmen in China, die solche Technologieangebote machen, in der Regel auch relativ eng mit dem Staat zusammenarbeiten oder jedenfalls enger als das westliche Firmen tun müssen. Also die haben zum Teil eine Pflicht, dem Staat Zugriff zu gewähren zu bestimmten Daten. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, ob das bei Red Note auch so der Fall ist, wie man es zum Beispiel von TikTok in China selber kennt. Nicht das TikTok, das wir haben, das wird ja von Singapur ausgelenkt. Also da hat der chinesische Staat wahrscheinlich nicht so einen starken Zugriff drauf. Aber wie es genau bei GetNote ausschaut, das weiß ich leider nicht. Der chinesische Staat liest oder schaut vielleicht mit. Und das ist etwas, was auch US-amerikanische TikTokerinnen und TikToker, die jetzt eben neu auf Red Note sind, eigentlich wissen. Crazy. Everyone said, I want to give my data to China. I'm going to give my data to China. Ja, und ich habe es schon erwähnt, dass China mitlesen könnte, spionieren könnte. Das ist einer der Gründe, warum TikTok in den USA verboten werden soll. TikTok steht ja vor allem wegen Datenschutzbedenken in der Kritik. Wie sieht das eigentlich bei Red Note aus in Sachen Datenschutz? Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich vor dem heutigen Tag oder gestern noch nicht viel von Red Note gehört habe, ehrlich gesagt noch gar nichts, und habe mich jetzt kurzfristig da ein bisschen eingearbeitet und mir das Ganze auch angeschaut, und ich habe auch gesehen, dass man im Internet Datenschutzrichtlinien findet von Red Note. Allerdings, wie bei sozialen Netzwerken üblich, sind die viele, viele Seiten lang. Also es wäre jetzt unseriös zu behaupten, dass ich mir die wirklich gut habe anschauen können, und von dem her kann ich wirklich wenig zum Datenschutz sagen. Wie es mit dem Datenschutz aussieht bei Red Note, ist also ziemlich undurchsichtig, sagt Jörg Tschirren. Und trotzdem gibt es jetzt eben diesen Hype um die App. Aber warum genau? Ich denke, das ist vielleicht so der letzte große TikTok-Trend, den wir da erleben. Also es hat ja immer wieder TikTok-Trends gegeben, dass eben jemand anfängt, etwas zu machen in der App, andere machen das dann auch, und dann wird es so eine Art Meme, also so eine Art Witz vielleicht auch, der sich weiter verbreitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben vor dem drohenden Verbot von TikTok in den USA die Nutzerinnen und Nutzer, die amerikanischen, noch einmal so einen Trend losgetreten haben und sagen, ja, wenn ihr uns verbieten wollt, in USA TikTok zu brauchen, dann wechseln wir eben zu einer anderen chinesischen App und machen da dann einfach weiter. Also eine Trotzreaktion, ein Witz, sagst du. Du gibst Red Note also nicht wirklich gute Chancen. Ich glaube wirklich, dass es im Moment so ein bisschen ein Strohfeuer ist, das wahrscheinlich auch nicht so ernst gemeint ist überall, dass man das eben aus Trotz ein wenig macht. Die App ist ganz hoch in den App Stores, also die Nummer 1 in den USA, aber nur weil eine App hoch in den Charts ist, heißt das nicht unbedingt, dass die dann gebraucht wird oder jedenfalls auf Dauer dann auch gebraucht wird. Also eine App ist schnell heruntergeladen und sich da umgeschaut hat man sich sicher auch schnell, aber wenn man dann sieht, Red Note ist für ein chinesisches Publikum gemacht, also viele Sachen da laufen auf Mandarin, das müsste man dann zuerst auch noch lernen, was nicht ganz so einfach ist, um sich in der App wirklich zurechtzufinden. Außerdem ist das Publikum natürlich vor allem chinesisch, was jetzt am Anfang sicher auch sehr lustig ist. Also da gibt es so eine Art Völkerverständigung, dass sich amerikanische Nutzerinnen und Nutzer zum ersten Mal direkt mit chinesischen Nutzerinnen und Nutzern dort unterhalten können, vielleicht auch so über kulturelle Vorurteile austauschen können. Alles ganz schön. Ich denke aber nicht, dass es wirklich nachhaltig ist. Also das ist jetzt lustig im Moment und auch ein bisschen zum zeigen, Achtung, wenn ihr uns TikTok verbieten wollt, dann finden wir einfach eine Alternative. Aber dass dann Red Note die Alternative ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Jörg gibt Red Note also nicht wirklich gute Chancen, in den USA zum neuen TikTok zu werden. Da gäbe es andere Plattformen, die sich eher durchsetzen dürften. Man hat so ein bisschen ein Vorbild des TikTok-Verbots in Indien. Da ist TikTok seit 2020 verboten, weil Indien einen Grenzkonflikt mit China austrägt und die App kann nicht mehr gebraucht werden in Indien, also nur noch über Umwege. Wenn man ein VPN installieren würde, ein Virtual Private Network, könnte man immer noch darauf zugreifen, aber man hat eigentlich gesehen, dass die indischen Nutzerinnen und Nutzer ausgewichen sind zu YouTube und zu Instagram. Beide Apps haben ja in den letzten Jahren TikTok auch kopiert, also
also haben diese kurzen Videos, die man bei TikTok sehen kann und dann mit nach oben wischen gleich das nächste Video sehen kann, haben das ein bisschen übernommen, dieses Prinzip. Und man hat in Indien gesehen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer dann zu diesen App herübergewechselt haben. Man kennt es aus der Vergangenheit auch, dass wenn eine App plötzlich nicht mehr existiert, es gab einmal die Video-App Vine, die so ein bisschen ein Vorgänger von TikTok war und die wurde dann irgendeinmal eingestellt und dann hat man auch gesehen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich eher so zerstreut haben, also nicht wirklich eine neue App gefunden haben, eine neue Alternative, sondern dann langsam, als TikTok aufkam, dahin gewechselt haben. Also wenn man jetzt fragt, wohin werden die Leute gehen, wenn es TikTok in den USA dann einmal nicht mehr geben sollte, dann kann man das nicht so einfach sagen, aber ich denke doch, YouTube und Instagram sind wahrscheinlich die wahrscheinlichsten Kandidaten. Jetzt Stichwort TikTok-Verbot in den USA. Das ist ja noch nicht ganz sicher, ob das wirklich kommt. Wie schätzt du das ein? Ich finde, es ist ganz schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also es gibt ja den Regierungswechsel. Ab dem 20. Januar wird die Regierung Trump in den USA zuständig sein für solche Sachen. Und Donald Trump hat schon gesagt, dass er TikTok retten wolle. Er findet TikTok jetzt plötzlich gut. Eigentlich ging der Wunsch, diese App zu verbieten, ja ursprünglich auch von ihm aus. Aber jetzt hat er da wohl umgeschwenkt und möchte TikTok in den USA behalten. In welche Form ist überhaupt nicht klar, also ob es vielleicht sogar weitermachen könnte wie bis jetzt, das wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen, aber im Moment laufen anscheinend auch Verhandlungen, doch noch einen amerikanischen Käufer dafür zu finden. Es hat auch geheißen, Elon Musk sei irgendwie involviert, der ja sehr nahe steht der neuen Trump-Regierung. Also da ist im Moment viel am Tun und es könnte sein, dass vielleicht auch das oberste Gericht dann sagt, wir fällen jetzt doch noch keinen endgültigen Entscheid und überlassen das der neuen Regierung. Also was da genau laufen wird, kann man nicht sagen. Es gibt eigentlich 3 Szenarien. Entweder macht TikTok weiter wie bis jetzt, halte ich für eher unwahrscheinlich, oder TikTok findet einen amerikanischen Käufer. Das könnte durchaus sein. Oder dann eben die dritte Variante, TikTok wird in den USA nicht mehr verfügbar sein. Und auch das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Ja, in Sachen TikTok-Verbot in den USA bleibt es weiterhin spannend. Und sollte es wirklich so weit kommen, dann würde man das auch in der Schweiz spüren, sagt Jürg. Denn heute würden viele TikTok-Inhalte von Userinnen und Usern aus den USA kommen. Und das übrigens sei wohl auch der Grund, warum Red Notes, die chinesische Alternative zu TikTok, auch in den Schweizer Download-Charts derzeit ganz oben ist. Ich denke, in der Schweiz macht man halt auch TikTok-Trends nach, die vom internationalen Publikum, vor allem auch vom amerikanischen Publikum vorgegeben werden. Und dieser Wechsel zu RedNote, das ist jetzt halt einfach so ein bisschen ein TikTok-Trend, der auch hier aufgenommen wurde. Und es ist natürlich sehr einfach, so eine App zu installieren. Also man muss ja nicht viel mehr machen, als in den App Store zu gehen, ein bisschen auf 2, 3 Knöpfe zu drücken und dann hat man die App installiert. Und auch ein Konto da aufzumachen, ist jetzt auch nicht eine Riesensache. Also das hat man schnell mal gemacht und da reingeschaut, findet das vielleicht lustig, aber ich glaube auch in der Schweiz wird das kaum nachhaltig sein, also dass die Leute jetzt wirklich von sozialen Netzwerken wie Instagram oder YouTube oder wo auch immer zu RedNote wechseln, das sehe ich weder in den USA noch hier als nachhaltigen Trend. Ja, und so viel ist klar, hinter 2 der Downloads in der Schweiz stehen meine beiden Gesprächspartner heute und mich nimmt natürlich Wunder, ob und wie die beiden die App künftig nutzen werden. Zuerst der SRF Instagram- und TikTok-Host Leon Morson. Also es ist sicher interessant, auf die App zu gehen und zu schauen, was dort abläuft, weil so viele Menschen gerade auf diese App gehen, die wird sich noch sehr stark weiterentwickeln in den nächsten paar Wochen, Monaten. Also ich werde sicher ab und zu mal auch auf diese App gehen, vor allem wenn TikTok dann gebannt wird in den USA. Ich habe sie runtergeladen, aber meine Chinesischkenntnisse sind bescheiden. Das hat man vielleicht ja schon gemerkt, als ich den Namen Xiao Hongshu auszusprechen versucht habe. Also ich glaube, die App ist eher nichts für mich. News Plus gibt's leider nicht auf Chinesisch, aber wir hoffen, dass unser Podcast trotzdem weiterhin etwas für euch ist und ihr wieder mal bei uns reinhört. Falls ihr Feedback habt zu dieser Folge oder ganz generell oder auch sonst Inputs, schickt sie doch sehr gerne an 076 320 10 37 oder auch per Mail an newsplus@srf.ch. Wir sagen Tschüss für heute. Am Start für euch waren Peter Hanselmann, Silvia Staub und Romana Kaiser. Merci fürs Zuhören und bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.